Fleischwanzen, die man nicht wieder nicht treffen. So, durch Fleischschwanzen sind wir jetzt besser geworden. Um Gottes Willen. Den locken wir so mit. Dann können sie die Wachen mit ihm abwägen. Komm her, Mistvieh! Jetzt geht's aber ab. Und es wird noch viel schlimmer. Dann soll er Schon umbruch. wieder eins von diesen Biestern. Darfst du keinem erzählen. Alarm! Ich glaube. Schlimme Zeiten sind das. Ganz schlimme Zeiten. Vor allem wenn Dorks Ich glaube kommen. da nicht dran. Schafft er den? Ach, erzähl mir nicht. Ich habe was anderes gehört. Schlimme Zeiten sind das. Das ist Wer muss die Arbeit ja machen? Irgendwer muss die Arbeit ja machen. Was du nicht sagst. Das heißt, Er arbeitet auch. Ja, fällt er mir einen um. er sollte lieber den Mund halten. Schlimme Zeiten sind das. Das weiß doch inzwischen jeder. Das ist Schlimme Zeiten sind das. Ich glaube da. Jetzt hat's. So, das war's mit dir, du. Gut hast du es gemacht. Da ist nichts zu holen. Jetzt kann man den anderen ausrauben. Ah ja, da hat er was dabei. Das ist gut. Der Mika. So, was haben wir erbeutet? Ein grobes Breitschwert. Das können wir später bestimmt brauchen. Und jetzt werden wir uns erst einmal zu Harald aufmachen Redet einfach zu viel. und zu Bospa, Das habe ich schon immer gesagt. dass wir endlich lernen, Fälle abzuziehen. Schlimme Zeiten sind das. Dann können wir nämlich mehr Geld verdienen. Warum hört eigentlich keiner auf mich? Und Inos. Gut, die paar Erfahrungspunkte macht nichts, die und da ausgegangen sind. Weil die Hümmel hol die noch. Hey du! Was willst du? Ich hab die Orkwaffe, die du wolltest. Zeig her. Hast du es doch geschafft? Natürlich. Guter Mann. Es ist lange her, dass ich eine solche Waffe in den Händen hatte. Damals war ich Soldat im Orkkrieg. Das waren harte Zeiten, das kann ich dir sagen. Hätte dir nicht zugetraut, dass du es schaffst. Ich bin beeindruckt. Das ist gut. Wann kann ich bei dir als Lehrling anfangen? Einen Mann, der einen Ork besiegen kann.
können wir hier gut gebrauchen. Wenn es nach mir geht, kannst du direkt bei mir anfangen. Was die anderen Meister betrifft, Torben hat dir seinen Segen gegeben. Bosper hat versucht, mir die Sache mit dir auszureden. Er will dich wohl selber als Lehrling haben. Er bat mich darum, ihm zumindest die Gelegenheit zu geben, dich für seinen Beruf zu begeistern. Sieh dir die Sache mal an. Danach kannst du dich immer noch entscheiden. Es sei denn, du legst auf seine Stimme keinen Wert. Konstantino ist wie immer alles egal. Er sagt, seinetwegen sollst du anfangen, wo du willst. Und Matteo sagt, er hat noch nicht mit dir über die Sache geredet. Du brauchst die Zustimmung von mindestens 4 Meistern, um in der Unterstadt als Lehrling anfangen zu können. Also solltest du mit allen reden, die noch nicht von dir überzeugt sind. Okay, dann müssen wir noch reden. Erstmal gehen wir zu Bosper. Und der ist da herin. Ich habe so einiges gehört. Noch mehr Ärger kann ich nicht gebrauchen. Bring mir bei, wie man Tieren das Fell abzieht. Gut. Hör zu. Es ist im Grunde ganz einfach. Du nimmst eine scharfe Klinge und schneidest dem Vieh den Bauch auf. Noch ein paar kleine Schnitte an den Innenseiten der Beine und dann kannst du es abziehen. Bring mir die Wolfsfelle und wir sehen weiter. Gut, jetzt haben wir das schon mal erlernt. Das jemals ändern? Ich glaube nicht, dass sich daran was ändert. Und vielleicht Wird sich das jemals ändern? reden wir erst einmal mit Matteo. Lederrüstung. Ich glaube, so weit geht haben wir nicht. Jetzt kann man vielleicht mal bei der Miliz schauen, damit wir unsere Talente ausbauen, und zwar als Schwertkämpfer. Weil noch sind wir ein bisschen ungeschickt mit der Klinge. Aber Adanos ließ die Flut kommen und das Wesen Pablo, mit dem war doch auch was. Was weißt du über die Banditen? Sie kommen alle aus der verdammten Minenkolonie. Aber es gibt etliche Splittergruppen. Einige haben sich in die Berge verkrochen und wieder andere haben sich dem Großbauer Ona angeschlossen. Aber am meisten Probleme machen die Banditen, die sich in der Nähe der Stadt herumtreiben. Sie sind der Grund dafür, dass sich keiner der Händler mehr vor die Stadttore traut. Was weißt du über die Banditen, die den Händler Hakon überfallen haben? Ach, die Sache. Hör bloß auf. So viel wir wissen, gehen eine ganze Menge der Händlerüberfälle auf ihr Konto. Diese Ratten haben sich in ihrem Loch verkrochen und trauen sich nicht mehr raus. Einmal konnten wir sie aufspüren und verfolgen. Aber im Wald vor der Stadt haben wir die Verfolgung abgebrochen. Da treiben sich zu viele Viecher rum. Das ist viel zu gefährlich. Aber da ist noch eine Sache. Ein paar der gestohlenen Waren sind in Korinis aufgetaucht. Das heißt, sie wissen, wie sie die Ware in die Stadt bringen und sie verkaufen können. Ja, wir vermuten, dass sie einen Hehler in der Stadt sitzen haben. Aber bisher ist es uns nicht gelungen, den Kerl zu erwischen. Falls du in der Sache was rauskriegen solltest, bei Lord André gibt's ein schönes Kopfgeld für den Hehler. Das ist ja so gut. Woher kamen die Banditen, die meinen Steckbrief dabei hatten? Aha, es ist also doch deine Visage. Warum hast du das nicht gleich zugegeben, ha? Weswegen wirst du gesucht? Ich weiß es nicht. Ehrlich. Ja, schon klar. Ich sag dir was. Wenn ich glauben würde, dass du mit diesen Banditen unter einer Decke steckst, hätte ich dich schon längst eingelocht, klar? Trotzdem werde ich mal besser bei Lord André über diesen Vorfall Meldung machen. Aber um deine Frage zu beantworten. Wir haben sie in der Nähe des Großbauern aufgegriffen. Aber sie sahen nicht aus wie Onas Leute. Ich denke, sie gehören zu einer kleineren Gruppe, die sich irgendwo in der Nähe von Onas Hof in den Bergen verkrochen hat. Aber wenn du vorhast, dahin zu gehen, muss ich dich warnen. Die Halsabschneider machen mit jedem kurzen Prozess. Ich werde es mir merken. Wie ist die Lage? Zurzeit ist es ruhig. Nur die Banditen vor der Stadt machen uns Probleme.
ihr Bewohner von Korinth. Gut, das war jetzt Auf eher schlecht, aber das ausdrückliche ist Anordnung des ehrenwerten egal Lord Hagens eigentlich. ergeht folgender Erlass. In allen Städten und Landstrichen des Reiches ist ab sofort das Kriegsrecht ausgerufen. Alle bürgerlichen Richter haben mit sofortiger Wirkung ihre Aufgaben